Beide Teams haben schon eine ganze Menge erlebt in diesem Wettbewerb. 3 Spiele sind absolviert, das heißt also logischerweise, wir stehen vor der 4. Partie in dieser Gruppe. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Kraft und Konzentration in den 90 Minuten aufrechtzuerhalten. Ja, Tom, und das eine bedingt ja das andere. Also ich bin jetzt tatsächlich gespannt, wer hat denn noch tatsächlich die Kraft, die du angesprochen hast, um dann auch kreativ zu sein und das Spiel für sich zu entscheiden. Also ich bin richtig gespannt. Und er geht an die Latte. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange, nur raus damit. Werder Flanken. Ja, niemand scheint ihn ernstlich angreifen zu wollen. Also macht er mal weiter und zwar im Alleingang. Ja, und er hat einfach den Blick für das Spiel. Und der lange Ball kommt an. Und so sieht ein Pass aus. Und der Keeper kommt als erster an den Ball. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Der Schiedsrichter greift zur gelben Karte. So eine frühe gelbe Karte. Jetzt muss er sich das ganze Spiel über zurückhalten, sonst sieht er vielleicht noch rot. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen. Guter Pass, mit viel Übersicht gespielt. In der Hintermannschaft arbeiten sie als eine richtige Einheit. So, jetzt müsste es schnell gehen. Gute Kontergelegenheit. Ja, das ist doch überhaupt kein Problem für einen Keeper. Schwache Flanke. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Und da sieht man in der Mannschaft, stimmt's. Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. Und da war er wieder auf dem Posten. Ja, bei dem Spiel möchte man natürlich gerne Torhüter sein. So oft haben sich die beiden schon auszeichnen können. Die halten wirklich klasse. Keine Tore bis jetzt. So, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Vom Pfosten zurück ins Feld. Schön gemacht. Ja gut, wie sie sich auf dem Spielfeld verschieben, den Gegner ins Abseits stellen. Oh, das könnte Abseits gewesen sein. Müssen wir uns nochmal anschauen. Und das hat der Trainer vor dem Spiel angesprochen. Gutes Zweikampfverhalten ist die halbe Miete. Und er findet den freien Mann. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Kommt in den Zweikampf einen Tick zu spät, die Konsequenz gelb.
Also wenn das so weitergeht mit den gelben Karten, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende nicht vielleicht sogar noch eine rote Karte gibt. Ja, und schauen Sie mal in die Gesichter der Fans. Da kann man ablesen, wie wichtig dieser Treffer ist. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Und der Trainer hat noch gewarnt, keine Freistöße in der Nähe des Strafraums. Sie haben einen hergeschenkt und jetzt die Quittung dafür. Klasse und das über diese Entfernung. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Es gibt Abstoß. Ja, das ist ein ganz enges Spiel. Ja. Und gleich ist die erste Hälfte schon vorbei. Viel zu spät, wie er da reingeht, aber er kommt nochmal glimpflich davon, sprich ohne Verwarnung. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Klasse Pass. So, Schiedsrichter pfeift die erste Hälfte ab, Spielstand 1:0. Nach diesem müden Mittelfeldgeschiebe in den ersten 45 Minuten kann man nur hoffen, dass die zweite Halbzeit besser wird. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Ein perfekter weiter Ball. Tja, und wenn Sie es dem Abwehrspieler so leicht machen, bitte, schon hat er wieder den Ball. So, jetzt wird, ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat, den Ball noch abfälscht. Der Ball geht ins Tor aus, Ecke. Ja, solche Bälle hat er gerne, der Torwart, halbe Höhe, da kommt er leicht hin. Und den Ball spielt er aus der Abwehr heraus. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Los, schieß, Junge. Und er trifft. Erstklassig, ein fantastisches Tor. So, das ist hier ein offener Schlagabtausch beider Mannschaften. Ausgleichstreffer. Ja, und so schnell geht das. Jetzt hat der Gegner schon wieder den Ball. Wunderschönes Zuspiel. Ich glaube, da war keiner mehr dran. Abstoß. Ein langer Abschlag auf die Außenbahn. Achtung, genau in den Lauf. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, und die Zuschauer sehen es genauso wie der Schiedsrichter. Die Aktion war gelbwürdig. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor.
kann er die Möglichkeit nutzen. Ja, wenn das kein Freistoß war, das sieht der Schiedsrichter genauso. Ja, klasse, wie er da genau richtig steht und den Ball locker aufnimmt. Und schon ist die andere Mannschaft wieder dran. Jetzt gehen sie zunehmend Risiken ein hinten, aber hier nochmal im Glück abseits. Ja, und die Wiederholung zeigt deutlich, das war schon korrekt entschieden. So, die Spieler wärmen sich am Rand des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Guter Kopfball. Klasse, das Zuspiel und das über diese Distanz. Ja, das ist ja ein Kinderspiel. Der Ball trifft den Pfosten und... Was für eine Übersicht. Kein Problem für den Torhüter. Bloß weg mit dem. Das wird sich der Torwart gedacht haben. Jetzt muss die Flanke kommen und den zieht er nach innen. Und der geht rein. Der ist drin. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Treffer. Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. So, und jetzt musst du diese Führung irgendwie über die Zeit bringen. Ich habe von hier oben gesehen, dass sich eine Reihe von Spielern da an der Seitenlinie warm machen. Da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornimmt. Warm an des Spielfelds und der Trainer hat sich jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Ja, also sie waren am Ende ganz schön mit den Nerven fertig. Aber es hat so gerade eben noch gereicht. Knapper, aber verdienter Sieg beim Schlusspfiff des Schiedsrichters. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.